Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig und wir gehen jetzt auch direkt zum Sully Hier und entlang. weiter geht's. Wir übernehmen anscheinend auch wieder gleich die Führung hier. Ah ne, das Sully rennt voraus, bissl. Da wissen wir wenigstens, wo es lang geht. Zack. Und weiter. Richtung Berg müssen wir jetzt. Und zack. Dass die immer alle so blöd sind und dass dann immer ein Typ herkommen muss, der dann alles wesen. Dann, ja, ich weiß es. Es muss so und so gemacht werden. Es ist ja nur so und so logisch. Und darauf kommt kein anderer als ich. Das ist schon ein bisschen komisch. Oh, Sully. Sieh dir die Steine an. Jetzt läuft die Sache. Die Stähe? Inwiefern? Sind die bearbeitet oder was? Nö, die sind hier nicht bearbeitet aus. Obwohl, nee, da ist der... Ah, da ist der Berg. Okay, da müssen wir aber hoch und hier meint er wohl. Ja, dass da auch Ruine waren. Okay, dann scheinen wir da auf dem richtigen Weg zu sein. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Die haben sich ja irgendwie 5 Meter von ihrer Ausgrabungsstätte, von ihrem Basislager mal umgeguckt. Also das sind ja auch Kasperköp. Graben da seit Monaten und gucken sich nicht mal die Umgebung an. Das sind ja Dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. echt Helden. Ja, es gibt viele Arten von Helden. Manometer. Und das sind die Helden vom Erdbeerfelde. Wow. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle so. Dann sind sie wohl auch alle am Hier wohl Skorbut Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. verreckt. Okay. Schwarze Zähne. Ich sehe es halt leider nicht. Ich kann doch Muss nicht irgendwo ein rauszoomen. Hinweis sein. Aber ja. Das sind ja auch echt Helden. Gucken sich 5 Meter von ihrer Ausgrabungsstätte um. Manometer. Oh je, das ist aber auch so ein... Ah ne, das ist nur eine Statue mit dem Kopf. Ich habe gedacht, das wäre so ein schlecht animierter, verbackener Leichehaufer oder was. Okay, was haben wir dann da noch? Da ist auch noch eine Kammer. Rennen können wir hier aber auch nicht mehr. Schätze gibt's hier auch nicht mehr. Ja, 600 Mann sollen es gewesen sein. Bin ich immer arg gespannt. Lama Jumpscare. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Ah, jo. Da ist da was, oder? So ein Harzklumpe wieder, oder? Wieder Harz. Das habe ich schon mal gesehen. Sully, ich brauche Licht. Ah, geil. Das ist doch geil. So, jetzt können wir hier wahrscheinlich immer gucken. Mit dem Schwarzlichtharz. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es ein Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Aha, ja, wohl doch nicht am Skorbut verreckt. Dann müssen wir wohl wirklich der Blutspur hinterhergehen. Ich weiß nicht, ob die noch Jahrhunderte eigentlich noch so gut erhalten wäre. Das kann ich nicht sagen, um ehrlich zu sein. Habe ich bisher noch nicht probiert, bei jahrhundertem altem Blut mit Schwarzlicht mal rüber zu gehen. Da haben wir jetzt aber auch nichts Besonderes, oder? Nee. Ist aber schon geil gemacht mit der Harzfackel. Nee. Da können wir doch noch weiter, okay. Dann muss es hier in den Raum reingehen. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Tja, Da bewegt sich was. Sully, hilf mir. ich glaube, da hätte ich auch einfach eine Granat reingeschmissen oder so. Na gut. Dann geht's weiter mit der Spur Schwarzlichtfackel. führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach was nicht. Lass die Schauergeschichten.
Naja, was dann? Es kann ja nicht einer reinkommen sein und alle abgestochen haben. Also 600 Mann oder wie viel das sein sollen. Einfach muss so abstechen mit MN6. Nee. Du musst es ja auch schon dann irgendeinen Stammgeber haben, der die A greift. Oder Armee. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. Drecksack. Nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh, Mann, was ist das denn für Geil. Ist das so eine Art Waffe? nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Ach, du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist es das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und? Ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Sag doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, so weit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Oh. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Mach's gut, Schwarzzahn. Okay, die prescht hier schon wieder richtig schäfer raus. Und ich glaube, das endet mal wieder mit einer ordentlichen Schießerei hier. Aber ich mag mich erst noch mal ein bisschen umgucken. Der Schlüssel haben wir jetzt in der aktuelle Zeitlinie, wo er da am Zug saß im Schneefeld. Da hat er ja auch das Ding bei sich getragen. Jetzt weiß ich halt nicht, ist es erst gegen Schluss oder kommt es jetzt in nächster Zeit? Wird sich zeigen. Eieieiei. Ja, aber das ist schon etwas peinlich für der Flynn und seinen Auftraggeber, dass die hier 5 Meter um die Ecke gucken und dann das Zeichen hier nicht finden. Also dafür, dass die Luft rein ist. etwas peinlich. Okay, ich muss dann wohl auch hinterher, nämlich ja. Hilf mir mal, Nate. Jetzt kommt doch bestimmt die Scherge her und die verrät uns. Verdammt nochmal. Komm, Harry! Hier drin! Es ist Drake! Das war so klar. Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück bei den sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du, Victor, verdammt, Sullivan. Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich habe die Schiffe gefunden. Du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu Und finden. eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den Geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Das war ja irgendwie sowas von klar, dass die dann da uns verrät. Immer schön, wenn das so absehbar ist. Und jetzt wird sie uns wieder... Jetzt wird sie die wieder verrote. Ja. Schön, wenn es immer so absehbar ist. Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus.
Ich verschaffe dir jetzt ein bisschen Zeit. Ne, Chloe, du musst mit uns Nein. kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft. Auf geht's. Natürlich. Ja, genau dein Typ. Ah, immer diese Doppelagentin. Sie haben uns entdeckt. Ah, geiler Ausblick hier. Aber wir haben leider keine Zeit, den Ausblick zu genießen. Und der alte Mann, wie schnell der auf einmal rennen kann. Huch. Ich habe keine Waffe mehr. Na, dann muss ich die halt so fertig machen. Ja, uff, du Speckmann. Oh, Manometer. Ja, komm mal her, komm mal du her. Ach ja. Na, komm ich jetzt nicht hoch? Doch. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sandens. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Wenn sie uns kriegen, bricht den Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Was? Fange ich schon wieder damit an? Ich habe nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Mist. Okay, natürlich haben sie es überlebt und können sofort weiter schwimmen. Na, du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Nepal. Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Tempel zu finden. Natürlich. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Oh oh. Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Autsch. Was wir von eklige Bock waren im Vergleich zu denen. Ging schon besser. Mist. Nein, mein Ersatzreifen. Ja, wieder Fußgänger jetzt oder natürlich kein Auto mehr. 5. Häuserkampf. Na geil, jetzt sind wir voll im Guerillakampf hier mit drin. Belohnung freigeschaltet. Halten Sie linken Joystick gedrückt und drücken Sie R2, um im Laufen zu schießen. Okay. Na? Oh. Oh. Das muss ich noch lernen. Das muss ich noch lernen, wie das geht. Das geht irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich habe es wirklich gecheckt, wie das funktioniert. Batch. Das... Oh Mann, wie blöd. Noch einmal. Halten Sie linke Joystick gedrückt und drücken Sie R2. Okay. Okay, einfach nur Renner. Wow, Alter. Alter. Falter. Mist. Das war immer wieder die ganz nette Art. Und ich Dabschädel. Ich hätte einfach rennen sollen statt Nummer. Ich habe gedacht, ich muss jetzt L3 drücken, aber Mann. Also auf der Joystick sozusagen drauf drücke und das gedrückt halte. Manometer. Die hätten einfach schreiben können, laufen Sie und drücken Sie auf R2, um zu schießen im Laufen.
Der alte Markt. Der muss da sein. Sucht ihn! Mist. Dass die alle Englisch sprechen dort. Wundert mich. Ach ja. Ach, natürlich. Okay, es sind die Söldner. Es sind wieder die italienischen Söldner. Irgendwo. Ja, er ist hier irgendwo. Hallo. Die Augen auf. Hier bin ich. Komm und hol mich. Ups. Tschüssili. Du Dreckesack. So. Los geht's. Ach du liebe Zeit. Okay. AK haben wir nichts mehr drin. Dann müssen wir unser AK hier leihen. In Kriegsgebiete ist es ja immer so. Die AK ist sowieso die meist benutzteste Waffe in Kriegsgebiete. Also die Kalaschnikow, die wird definitiv in so ziemlich jedem Kriegsgebiet verwendet. Das ist die am häufigsten exportierte Waffe überhaupt, denke ich. Oder glaube ich zu wissen irgendwie. Aus dubiose Quelle. Böse Zungen behaupten und man munkelt auf der Straße das. Ach du liebe Zeit. Was war denn das jetzt? Was ist das? Eine FAL. Was ist denn das? War ein komisches Ding. Klicken Sie R3, um den Präzisionsmodus zu verwenden. Ah. Ja, geil. Na, das Ding behalten wir auf jeden Fall. Warte mal. Ah, ja, geilomat. Das ist doch ein cooleres MG als das AK. Das nehmen wir doch mal mit. Na, natürlich. Da gehe ich wohl besser nicht lang. Ja. Ist wohl besser so. Da können wir nirgendwo klettern oder so. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da rumklettern können irgendwie. Aber ja, der Typ da, der Blablawitsch, der hat sie wohl richtig gepackt, die Leute hier aufzuheizen und hier einen Bürgerkrieg zu starten. Das Mitte in Nepal. Ach, Mann, die arme Leute. Als hätten die es nicht schon beschissen genug teilweise. Da kommt dann sowas noch. Die kennen em schon leid durch. Ja, da wollte ich hoch, genau. Nicht schlecht. Gucken wir mal, wie wir es hier packen. Da müssen wir nämlich, glaube ich, hoch. Weiter auf den Strommast. Das ist natürlich auch wieder sehr sicher. Da können wir da ans Rohr. Von dort aus über die Stähe. Und dann müssten wir von so rüberkommen. Drücken Sie X, um sich über eine Mauer zu schwingen. Okay. Dann können wir da runter zum nächsten Schild. Und da ins Fenster rein, oder? So. Zum Glück fallen die Dinger erst dann, wenn ich vorbei bin. Das ist immer sehr praktisch von der Bauweise. Und da geht es dann auf der anderen Straßenseite runter, glaube ich, hier, oder? Ich glaube aber, das ist etwas zu... Oder? Können wir da runter zu sterben? Nee, das sind natürlich wieder die typische, die obligatorische 2 Meter. Die packt er einfach nicht, ohne dabei zu sterben. Dann müssen wir es halt so machen. Und schwingen uns halt so hier rein, werden hoffentlich in gespießt. Okay, das kriegen wir hier. Aber das bricht. Aber weißt, wenn so eine Storyline vorgesehen ist, die gröbste Scheiße, die überlebt aber jetzt 2 Meter durch in die Tiefe runter. Das überlebt er natürlich nicht. Das ist halt so dämlich. Aber wir müssen halt immer, bei den linearen Dingen halt immer den Weg gehen, den die Storyline für uns vorsieht. Na gut, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch noch drüber durch, oder? Ne, da müssen wir hier drüber klettern. Und dann hier abstützen. Einmal einen Sprung. Können wir weitergehen. Ja, Uncharted ist so sowieso immer nur Videosequenz, Klettern, Schießen. Zumindest kommt es mir irgendwie so vor. Immer nur Videosequenz, Klettern, Schießen. Oh, hi. Was kommt denn jetzt? Da noch ein Hubschrauber. Nutzen wir doch mal den Lärm. So. Das dürfen die anderen eigentlich nicht gehört haben, aber beim Hubschrauber, der macht so dermaßen viel Lärm. So. Und da kann man auch noch überspringen, das ist gut. Wieder Munition für das Ding hier kriegt. Ausgezeichnet.
Der ist gezeichnet. Dann gucken wir doch mal, dass wir hier in dem Rohr runterkommen. An dem Regenwasserrohr. So, Abflussrohr. Und da kommen schon die nächsten Knechte. Und ich jetzt darum, die Knechte kümmern wir uns in der nächsten Episode von Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen, Iron Yankee.